dass ich gedacht habe, so, ich finde hier den Weg nicht mehr raus. Und Gott ist für mich eine Realität. Ich kann das nicht aufgeben, Gott, aber ich kann auch kein Zeuge Jehovas mehr sein. Und in dieser Situation habe ich gesagt, okay, dann mache ich nur noch Folgendes. Ich lese nur noch in der Bibel und bete. Es gibt Menschen, die haben schon eine unglaublich krasse Lebensgeschichte. Einen solchen Menschen habe ich getroffen am Willow Creek Kongress in Karlsruhe und kurz dort persönlich ein paar Worte gewechselt. Und jetzt führen wir dieses Gespräch hier weiter im Rahmen des LiveNet Talks mit Tobias Ein. Das ist der Mann, der wirklich eine krasse Lebensstory hat. Lenin, Jehovas, Jesus, diverse Geschichten, diverse Kapitel hat er durchgemacht auf seiner Suche nach der Wahrheit, der Tobias. Und angefangen hat das Ganze in der DDR, in der alten DDR damals. Und da war er selbst glühender Marxist. Und wir steigen direkt jetzt einfach mal in diese Lebensgeschichte ein. Und zuerst natürlich mal heiße ich dich herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Florian. Alles nur heiße Luft, so heißt das Buch, das du geschrieben hast, das eben diese verrückte Geschichte, diesen wilden Ritt zusammenfassen, versucht zusammenzufassen, sagen wir mal, weil es ist wirklich unglaublich, was da alles abging bei deiner langen Suche nach der Wahrheit. Ja, willst du mal gleich einsteigen dort, wo du einfach aufgewachsen bist, dass wir ein bisschen so sehen, du bist 10 Jahre genau älter als ich, habe ich gesehen, 73 geboren. Hä, wo bist du da hineingeboren damals? Wo bin ich da hineingeboren? Ja, mitten in die damals noch existierende DDR. Da war sie noch in voller Blüte, könnte man fast sagen. Und ich bin geboren in Sachsen, also in der Nähe von Leipzig und bin da aber auch relativ schnell dann auch schon umgezogen nach Brandenburg. Da habe ich viel Zeit meines Lebens verbracht. Und ja, die DDR, das war sozusagen mein Alltag. Und wenn ich heute mit meinen Kindern darüber spreche, dann ist das so, wie wenn mein Opa irgendwie vom Krieg erzählt hat. Also insofern komme ich auch schon sehr alt vor. Aber ich bin in diesem Land aufgewachsen, was es heute nicht mehr gibt. Ja, hat man das Gefühl, ein bisschen diese Orientierungslosigkeit hat schon damit zu tun, dass ihr oft umgezogen seid, also wirklich irgendwie, du hast kaum dich irgendwo zurechtgefunden und dann ging es wieder weiter. Und kann man das sagen, vielleicht so, Tobias, zusammenfassend, dass du ein bisschen, ja, verirrt warst da, entwurzelt in dieser ganzen Kindheit? Genau. Ja, also entwurzelt trifft es sehr gut. So fängt ja das Buch auch ein bisschen an in diese Richtung, um schon mal vorzugeben, dass ich relativ früh dieses Gefühl von Entwurzelung hatte. Entwurzelung, weil ich halt nicht klassischerweise irgendwo in einem Dorf aufgewachsen bin, in einer Stadt und dort eine ganze Zeit geblieben bin. Man konnte das auch an meiner Schulzeit sehen. Ich habe 10 verschiedene Schulen besucht, hat trotzdem nichts gebracht, aber habe ja 10 verschiedene Schulen besucht und trotzdem, ja, ich habe mich schon am Beginn meines Lebens relativ schnell entwurzelt gefühlt, als ich weggezogen bin, da wo ich geboren bin. Ich glaube, wie alt war ich? Der Umzug damals, ich war 3 Jahre alt, kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich von meiner geliebten Oma weg war plötzlich. Ne, das war so mein Bezugspunkt und das ja, wurde auch, wenn ich sie dann danach immer mal gesehen habe, ich habe mich immer riesig gefreut. Aber das war so der erste Bruch, wo ich gemerkt habe und wo ich mich heute auch noch sehr gut daran erinnern kann, dass ich halt so dieses Gefühl von Entwurzelung hatte, nicht dazuzugehören irgendwie und mir das erstmal erarbeiten musste, wieder irgendwo dazuzugehören. Und dazu kam ja, dass auch die Stabilität im Elternhaus nicht wirklich vorhanden war. Der Vater war dem Alkohol ziemlich nahe und viel Gewalt im Haus, wie du das da beschreibst. Mhm. Und würdest du sagen, dass das vielleicht ja da auch mit eine Rolle gespielt hat, dass du stark beeinflussbar warst in alle oder auch empfänglich vielleicht dann für diese Ideologien, die da in dieser Zeit vorgeherrscht haben, die du da getroffen hast? Ja, zumindest gab es eine Konstante dann irgendwann, konnte ich ja auch lesen. Ich habe sehr viel gelesen
Und die Konstante, egal wie oft ich umgezogen war, war halt dieses System, in dem ich aufgewachsen bin, dieses kommunistische System und die kommunistische Ideologie. Und weil es halt diese einzige oder eine der wenigen Konstanten in meinem Leben war, habe ich mich viel damit beschäftigt, viel gelesen, mich dort ja viel engagiert auch. Und ja, weiß nicht, ob ich jetzt beeinflussbar war. Ich war zumindest immer sehr, sehr neugierig und diese Konstante, die hatte ich halt einfach. Den Kommunismus, den Sozialismus damals und es hat mich einfach sehr interessiert und ich war dort auch sehr tief drin und engagiert. Ja, ich meine, beeinflussbar. Wer ist das nicht als junger Mensch sowieso? Also, oder ist man ja zu Beginn sowieso auf einer Suche. Bei dir einfach in sehr extremen Zeiten. Das Umfeld, das du da hattest, ist schon sehr krass. Und was dann bei dir auch interessant ist, wenn man deine Biografie liest, Tobias, dass das immer wieder so ähm, kam mit einem Eifer verbunden dann oder einem Ehrgeiz vielleicht. Also wir haben jetzt gestartet da bei Lenin und da hast du ja diese Literatur verschlungen, oder? Also man könnte ja da auch noch ein bisschen entspannter damit umgehen, aber bei dir war es dann immer so all in, Vollgas und so war es eigentlich auch beim zweiten Thema dann, zweite Station, die große, lange Station der Zeugen Jehovas. Also das ist schon ein Wesensmerkmal bei dir wahrscheinlich, oder? Ja, also ich hatte schon immer so das Gefühl, was heißt das Gefühl? Ich hatte immer so diesen Drang, was ist denn wahr? Was ist denn wahr auch in Form von richtig, in Form von, da kann man drauf vertrauen und das gibt Halt, das gibt Sicherheit und da kann man sich dranhängen und da kann man sich voll dranhängen. Und das war damals halt in der DDR, war das halt der Kommunismus, der Sozialismus. Und ja, wenn man sich dort reingehängt hat, man hat überall Zuspruch bekommen, man war dann halt auch wer und man konnte natürlich dann auch später Karriere machen, wenn man in diesem System dann auch drin war. Und ja, wie gesagt, es war halt immer so, egal wo ich hinzog in der DDR, es war halt immer so, der Kommunismus kam halt immer mit. Ne? Ja, genau. Und wenn ich da jetzt mal so die Beschreibung auf dem Buchdeckel nehme, bei dir, wie du das formuliert hast, dann kam 1989 die Flucht über die Mhm. Prager Botschaft in den Westen. Dann heißt es da weiter, ich kürze ein bisschen ab, weil überall könnten wir natürlich ziemlich lange verweilen, aber kam dann die Zeit, wo du gescheitert bist als Unternehmer und dich den Zeugen Jehovas eben angeschlossen hast, deren Lehren du 27 Jahre lang dann verfolgt hast oder darin gelebt hast. Das hat dir Sicherheit gegeben. Und dort will ich jetzt natürlich noch ein bisschen stärker reingehen. Nebst dem, dass, also ich meine, der Fall der Mauer und alles, was da mit dem Spannende einher, Zeit, ja. ja, Über die das Prager Botschaft geflüchtet, ja, war dort mit dabei im Botschaftsgarten, genau. Meine Güte, also dazu vielleicht doch noch ein paar Worte mehr. Also einfach weil das ist immer wieder krass, weil, wenn man schon mal selbst in Berlin war, weiß man ja, oder was, sieht man ja die Spuren heute noch. Aber du beschreibst es auch so dramatisch, wie eigentlich mehrere Mauern da jeweils standen sozusagen und dann diese ganzen Bereiche, wo eben alles geschützt war. Wie hast du das damals erlebt? Einfach ein paar Gedanken vielleicht nochmals zurück zu dieser Flucht über die Prager Botschaft. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass es gab ein Interesse in der Schule, sehr viel Naturwissenschaften, aber zum Beispiel auch hat mich Geografie so ein bisschen interessiert. Das heißt, was ist denn dahinter? Also hinter der DDR? Und für mich war das immer so ein Gefühl wie, die Erde ist eine Scheibe und zwar nur die sozialistische Scheibe und dahinter ist irgendwie der Abgrund und da kommt nichts mehr. Also so ein Gefühl hatte ich ungefähr. Also da, wo die Grenze der DDR war, wäre für mich die Welt zu Ende. Oder zumindest war es eine so ferne Welt, dass ich sie mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Also ich weiß noch, ich bin dann mal so über die Landkarte der Bundesrepublik gewandert und ich finde es heute noch spannend, genau die Orte zu sehen, die ich dann damals auf dem Atlas dort gefunden habe. Also ich habe mich schon so ein bisschen, ja, also ich hatte schon das Gefühl, wir sind da so ein bisschen abgetrennt vom Rest der Welt. Man könnte heute vielleicht auch sagen, eingesperrt. Und insofern war die Flucht nachher über die Prager Botschaft, diese Befreiung auch für viele andere, die diesen Weg gegangen sind. Ich bin ja sozusagen nur mitgegangen mit meinen Eltern, aber das war ein kompletter Systemwechsel. Also es war wirklich ein ganz anderes Land, es war für uns fremd
Und auch als wir angekommen waren im Westen, nachdem wir über die Prager Botschaft geflüchtet waren, es war einfach ein unglaublich anderes Land. Also es war wie in einem Traum. Also allein so dieser Besuch in einem Supermarkt, wo es alles gab, das war wie in einem Traum. Ich dachte, das kann gar nicht wahr sein, dass es ein Laden gibt, wo es einfach alles gibt in vielen Variationen und so weiter. Es war also ein kompletter Systemwechsel. Mhm. Ja, krass. Und dort hast du dann eben versucht, irgendwie dich durchzuschlagen, neu irgendwie Halt zu finden, diverses ausprobiert als Verkäufer. Und eben, was dann auch dazu kam, war, dass du die Zeugen Jehovas kennengelernt hast. Natürlich eine Genau. Person zuerst. Und sag uns doch da ein bisschen mehr dazu. Was denkst du, hat dich angezogen, fasziniert, dass du dort mit reingekommen bist? Ja, man kann ja sagen, als wir dann geflüchtet waren über die Prager Botschaft, war ich ja wieder so ein bisschen orientierungslos. Also nicht nur ein bisschen, sondern total. Also mein Weltbild ist ja zusammengefallen wie ein Kartenhaus und ich wusste ja gar nicht mehr, was ich jetzt glauben soll. Also Politik und ja, die ganze Weltanschauung, es war einfach weg. So, und dieser innere Drang in mir war aber immer noch da, zu sagen, okay, es muss eine Wahrheit geben, es muss Antworten geben auf die Fragen des Lebens aus. Ich habe damals, ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel unheimlich Angst vorm Tod gehabt. Also komisch. Also wirklich damals als Teenager, ich hatte unheimliche Angst vorm Tod gehabt. Also was passiert eigentlich danach? Und ich hatte gruseligste Vorstellungen, was danach passiert. Deswegen wollte ich das wissen, was passiert danach. Und naja, und dann auch diese Orientierungslosigkeit in der Weltanschauung und dann natürlich auch dieses Alleinsein und keine Freunde erstmal zu haben. Wir haben ja alles zurückgelassen, Freunde, Verwandte und so weiter. Und in dieser Situation, da habe ich dann die Zeugen Jehovas kennengelernt, die dann genau da in die Lücke reingesprungen sind, ne? Und gesagt haben, guck mal hier, wir haben eine Gemeinschaft, wir lieben uns gegenseitig, wir achten uns gegenseitig, wir haben ein Gefühl von Gemeinschaft, wir machen viele Dinge zusammen. Du wirst aufgenommen, so wie du bist. Du kannst dort wer sein. Die Menschen sind freundlich, die waren immer sehr nett, sehr freundlich zu mir. Und dann gibt es noch Antworten auf die dringendsten Fragen, die du hast im Leben. Also so diese ganzen Sinnfragen äh, haben Zeugen Jehovas sehr attraktive Antworten für mich gehabt, weil sie halt auch sehr einfach waren. Also auf komplizierte Fragen gab es einfache Antworten. Genau. Ja, also das kann man dann sehr gut nachvollziehen, eigentlich, wenn man deine ganze Reise ein bisschen mitbekommt, dass das eben dann diesen ja, Reiz auch wieder hatte für dich. Und du gingst zuerst geht man ja in den Königreichssaal, muss man ein bisschen reinkommen in diese ganze Welt, diese Begrifflichkeiten dort drin Mhm. und dann irgendwann sogar in die Zentrale, also und musstest du dich natürlich bewähren als Verkündiger oder wie man das dann genau nennt, aber dass du da schon angenommen wurdest und dich zu Hause gefühlt hast dort drin. Und wie war das so ein bisschen, also da haben ja nicht alle Christen so den exklusiven Einblick mal gehabt vorher oder man begegnet aber den Zeugen Jehovas auf ja, irgendeine Art wahrscheinlich sowieso im Leben mal. Was Mhm. war da in dieser Zentrale prägend für dich? Als du wirklich, ich glaube, 2 Jahre warst du dort so voll drin, oder? Genau, also ich war 2 Jahre, habe ich in der Zentrale der Zeugen Jehovas in Deutschland gearbeitet, in Selters. Davor muss man natürlich sagen, war natürlich auch ein Weg, du hast es so ein bisschen bezeichnet als Bewährungsprobe. Also man wird nicht einfach Zeuge Jehovas, indem man sagt, ich werde Mitglied und dann bin ich nächste Woche Mitglied, sondern man muss sich vorstellen, es ist ein Bibelstudium, was man vorher macht, was aber jetzt im Nachhinein für mich kein Bibelstudium ist, sondern man studiert die Lehren der Zeugen Jehovas und ist dann, sage ich mal, so ein Dreivierteljahr, ein Jahr ungefähr damit beschäftigt, um dann irgendwann sagen zu können, okay, ich steige ein in die Verkündigung, also dieser Predigtdienst von Haus zu Haus. Und letztendlich wird man ein Zeuge Jehovas mit der Taufe. Und einige Zeit nach meiner Taufe bin ich dann in die Zentrale der Zeugen Jehovas gekommen, nach Selters. Und man muss sich das so vorstellen, das ist wie eine kleine Stadt. Da wohnen und arbeiten 1000 Zeugen Jehovas ungefähr. Jetzt sind es ein bisschen weniger. Das Herzstück ist eine riesengroße Druckerei, wo für ganz Zentraleuropa und teilweise auch für Afrika gedruckt wird. Der Wachturm, ne, den jeder irgendwie kennt, mit einer Riesenauflage, riesengroße Maschinen, die dort stehen. Und dann ist dort natürlich auch die Verwaltung für Deutschland, für einige andere Länder auch in Zentraleuropa. Und ja,
man hat dort halt zusammengearbeitet und wir haben es immer genannt wie so eine Vorschau auf das Paradies, weil man sozusagen dort unter Brüdern, unter Geschwistern dort gearbeitet hat. Und insofern ja, war es eine sehr, sehr intensive Zeit und ich habe sehr viel über die Organisation der Zeugen Jehovas dort auch gelernt. Ja, das habe ich übrigens auch beim Lesen deines Buchs natürlich. Also da bekommt man ein bisschen Einblick, dass zum Beispiel Zeugen Jehovas das Abendmahl so nicht feiern, oder? Also es geht ja bei Genau. was auch um Zeugen von diesem Gott, oder? Und ein Name Mhm. dafür ist eben der Jehova, der einzig wahre Gott nach Mhm. Überzeugung der Zeugen Jehovas. Und dann, aber weil man nicht weiß, ob man zu diesen 144.000 gehört, oder? Mhm. Kann man das Genau, nicht also beweisen. nach der Lehre der Zeugen Jehovas dürfen nur die vom Abendmahl nehmen, die sich zugehörig fühlen zu den 144.000. Von denen gibt es nur noch einen kleinen Rest. Also man muss sich vorstellen, es gibt ungefähr 20.000 weltweit, aber es gibt über 8,5 Millionen Zeugen Jehovas auf der Welt. Also eine verschwindend kleine Zahl, die sich dazugehörig fühlt. Eine sehr komplizierte Lehre, wie man das herausfindet, dass man dazugehört oder nicht. Aber das ist halt auch so eine der Sonderlehren der Zeugen Jehovas. Und vielleicht, um da so einen kleinen Überblick mal zu geben, also es gibt einige Sachen, die Zeugen Jehovas halt extremst anders sehen. Also als Beispiel die Rolle von Jesus Christus. Jesus Christus wird dort gesehen als der Erzengel Michael, also nicht Gott gleich. Man glaubt nicht an die Trinität, an die Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist nur eine Kraft, sowas wie eine Energie, ist aber nicht Gott selbst. Also das ist so einmal ein ganz großer Unterschied. Man glaubt nicht an das Kreuz, man glaubt, dass Jesus an einem Pfahl gestorben ist. Man feiert verschiedene christliche Feste auch nicht, weil man sie ablehnt als heidnische Feste. Weihnachten, Ostern und auch all die anderen christlichen Feste werden nicht gefeiert. Das Abendmahl wird nur einmal im Jahr gefeiert, aber halt auch nur zum Tod. Man feiert den Tod eigentlich von Jesus. Man feiert also auch nicht die Auferstehung. Das ist für mich auch ein bisschen unverständlich ist so im Nachhinein, weil das ja das eigentliche Wunder ist. Und dann gibt es so Lehren wie das Verbot von Bluttransfusionen, die dann natürlich auch viele andere kleine Regeln, die es bei den Zeugen Jehovas gibt. Man ist der Meinung, dass alle anderen Christen falsch sind in ihrer Lehre. Ja, hat so eine Exklusivität und bezeichnet andere Christen als zugehörig zu Babylon der Großen, ein Bild aus der Offenbarung. Man sagt, das ist das Weltreich der falschen Religion. Also in sehr vielen Lehren grenzt man sich sozusagen ab zum Rest des Christentums. Ja. Und da merkt man, da bist du natürlich jetzt voll in deinem Element, auch heute als Speaker, oder bist du oft im Aufklärungsdienst so in dieser Mission unterwegs, mit auch Bethesda hilft, heißt das Werk, oder? Das du Genau. Ja, wir haben gegründet einen hast. Verein gegründet, Bethesda hilft und da geht es darum, genau Aussteigern zu helfen. Man muss sich vorstellen, es gibt ungefähr 30.000 bis 40.000 ehemalige Zeugen Jehovas allein in Deutschland, der Schweiz vielleicht ein bisschen weniger, aber insgesamt gibt es sehr, sehr viele. Und man kann davon ausgehen, dass so ungefähr 10% der Zeugen Jehovas zu sogenannten PIMOs gehören. Das ist eine Abkürzung Physically in, Mentally out, also Menschen, die physisch noch Zeugen Jehovas sind auf dem Papier, aber sich eigentlich nicht mehr zugehörig fühlen. Und das ist eine sehr große Gruppe. Wir rechnen da ungefähr mit 50.000 Menschen, die wir erreichen wollen, auch mit dem Verein. Und da gibt es auch Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit diesen Aussteigern. Und das ist halt eine sehr, sehr große Zahl, denen wir dort helfen. Und die haben im Prinzip ähnliche Probleme, Sorgen und Fragen, wie ich sie auch hatte in meinem Ausstieg. Ja, genau. Ja, und jetzt sind wir natürlich dort angekommen in deiner Geschichte dann auch, wo eben dieser Dreiklang oder Lenin, Jehova und dann Jesus selbst. Und da muss man aber ein bisschen noch die Anreise auch berücksichtigen, was dann eben die Auseinandersetzung mit der Bibel betrifft. Du hattest ja schon mal in der ehemaligen DDR eine gefunden gehabt, eine alte Lutherbibel. Ja? Das ist noch interessant, diese erste Begegnung eigentlich mit der Bibel, oder? Was fast ein verbotenes Buch damals natürlich war, oder? Im Kommunismus, ja. Ja, nicht direkt verboten, aber auf jeden Fall war es, man sagt ja, also Karl Marx hat ja auch gesagt,
Religion ist Opium fürs Volk, ne? Das Also stimmt. man war der Religion gegenüber nicht so sehr wohlgesonnen, konnte aber natürlich die großen Kirchen auch in Ostdeutschland nicht ignorieren, ne? Ganz. Aber es war natürlich, wenn man Mitglied in einer Kirche war, dann konnte man auch keine Karriere in der Partei machen. Aber das stimmt. Also die Bibel ist mir, deswegen habe ich es auch ins Buch mit reingebracht, tatsächlich immer mal so über den Weg gefallen fast. Also ist so auf meinem Weg, also auf der Suche nach Wahrheit und dann in meiner Kindheit schon die Bibel auf dem Müll gefunden, einen Pastor getroffen, der mir was über die Bibel erzählen wollte und ich wollte von ihm lernen, wie man mit den Ohren wackelt. Also das ist so eine kleine Story. Und dann ist mir die Bibel halt irgendwann in der Schule auch nochmal begegnet. Ein Schulkamerad, der sie dort gelesen hat, da habe ich auch wieder gedacht, aha, okay, da ist dieses Buch wieder. Also als wenn Gott irgendwie so ein paar Mal angeklopft hat bei mir, aber nur ganz leise. Ja, und hier nehme ich jetzt einen Moment gleich wahr, für einfach eine kurze Sequenz aus dem Buch vorzulesen, Seite 154, da kommt es dann auch, wo eben die Begegnung mit Jesus dann auch bald darauf stattfindet, oder die beschreibst du hier, und da schreibst du einleitend, mit Lenin und dem Sozialismus erschien mir die Bibel überflüssig, was sollte da schon Wichtiges drinstehen? Als Zeuge Jehovas dachte ich, Antworten aus diesem Buch gefunden zu haben, die Wahrheit gefunden zu haben. Und nun zweifelte ich diese Wahrheit an. Vielleicht war die Bibel gar nicht das, wofür ich sie hielt. Vielleicht war sie gar nicht dieses große Buch der Antworten, für das ich sie immer gehalten hatte. Und dann also wieder so dieses Suchen, das hier Mhm. ganz stark zum Ausdruck kommt. Und dann kam eben dieser eine Moment, diese Begegnung durch das Johannesevangelium, da gebe ich aber direkt dir wieder das Wort. Wie war das damals? Ja, dem vorausgegangen ist eine Zeit von ungefähr 4 Jahren, wo ich sehr am Zweifeln war. Also ich hatte immer schon mal so leise Zweifel, aber dann 4 Jahre vor meinem Ausstieg wurden die Zweifel an der Lehre der Zeugen Jehovas halt immer stärker. Ich habe mich dort nicht mehr wohlgefühlt, weil ich bestimmte organisatorische Vorgaben nicht mehr gut fand und dem auch nicht mehr dahinter stand. Deshalb habe ich dann auch mein Ältestenamt abgegeben. Man muss dazu sagen, als Zeuge Jehovas verliert man das eigentlich nicht, sondern nur durch Tod. Also es ist auf Lebenszeit, man kann das eigentlich nicht abgeben. Aber ich konnte es halt einfach nicht und 4 Jahre davor habe ich das Amt abgegeben und war dann halt so ein bisschen wieder sehr stark in diesem Suche-Thema drin und habe gedacht, so, okay, ich merke, hier stimmt irgendwas nicht bei den Zeugen Jehovas, konnte es aber nicht greifen, was es ist, habe mich dann mit sehr vielen Dingen beschäftigt, sehr viel gelesen, gezweifelt, wieder zurück, Zweifel vor und zurück und habe irgendwie den Absprung nicht so richtig geschafft und es war also eine sehr anstrengende Zeit für mich auch, mich da so mit dieser Lehre zu beschäftigen und da weiterhin so auf der Suche zu sein, weil also ich habe da keinen, also wie in so einem Labyrinth, ich habe da keinen Weg rausgefunden. Nicht wirklich. Und weil ich da so verzweifelt war, dass ich gedacht habe, so ich finde hier den Weg nicht mehr raus. Und und Gott ist für mich eine Realität. Ich kann das nicht aufgeben, Gott, aber ich kann auch kein Zeuge Jehovas mehr sein. Und in dieser Situation habe ich gesagt, okay, dann mache ich nur noch Folgendes. Ich lese nur noch in der Bibel und bete. Nichts anderes. Ich lese keine Wachturmliteratur mehr. Ich lese nichts anderes mehr. Ich lese nur in der Bibel und bete. Und das war gut, weil am Ende ist dann, also nach einiger Zeit, ich habe die Bibel dann von vorne bis hinten gelesen, dann habe ich nur noch im Neuen Testament angefangen, habe dann auch Offenbarung mal weggelassen, die war mir zu schwer, zu schwere Kost. Aber dann irgendwann eines Abends tatsächlich, das, was du meintest mit dem Johannesevangelium, irgendwann war ich wieder an dieser Stelle in Johannes 2, wo Andreas zu seinem Bruder Petrus kommt und ganz aufgeregt sagt, wir haben den Messias gefunden oder ich habe den Messias gefunden oder wir haben den Messias gefunden. Und diese Stelle habe ich ja schon 100-mal gelesen vorher, aber an diesem Abend, es war abends um 20 Uhr ungefähr, das weiß ich noch, hat diese Stelle, diese Bibelstelle direkt in mein Herz gesprochen und ich habe erkannt, es geht um Jesus. Und es ist das, was ich vorher auch gesagt habe mit den Zeugen Jehovas. Sie glauben halt nicht an Jesus in dem Sinne, sie glauben halt an Jehova. Jehova ist Gott und auch im Neuen Testament wird ganz oft das Wort Jehova in ihrer Bibel eingefügt. Und jetzt plötzlich beim Lesen dieser Bibelstelle wurde mir völlig klar, es geht um Jesus.
Und es war so, als wenn Jesus direkt neben mir steht, dort im Schlafzimmer, wo ich gelesen habe, und ich konnte es einfach nicht fassen. Ich konnte nicht fassen, dass ich Jesus gefunden hatte. Nach diesem Zweifeln, nach dieser langen Suche, nach meinem bis dahin schon etwas längeren Leben, dass Jesus jetzt plötzlich eine Realität war, und das war halt eine Situation, die für mich nicht greifbar war, weil ich so sehr versucht habe, Dinge mit dem Verstand zu erklären und zu sagen, okay, da ist jetzt Folgendes passiert. Und das konnte ich nicht. Es war einfach ein sehr emotionaler Moment, und es war einfach auch real, dass Jesus da war. Und ja, und in dem Moment, weil ich halt auch so aufgeregt war und so fassungslos war und so mich ein bisschen auch gefühlt habe wie Andreas, ich sage so, ich habe jetzt Jesus gefunden nach dieser langen Reise, bin ich halt rausgegangen und durchs Dorf gelaufen, ins nächste Dorf gelaufen, ins übernächste Dorf gelaufen, wieder zurückgelaufen, wieder nach Hause gelaufen, wieder ins nächste Dorf. Und das Ganze habe ich bis morgens um 5 Uhr gemacht, weil ich einfach nicht fassen konnte, dass ich jetzt endlich Jesus gefunden hatte. Und das war, so wie man in christlichen Kreisen sagen würde, sowas wie ein Bekehrungserlebnis. Ja, genau. Eben dieses Zitat, das da aus dem Johannesevangelium da voll eingeschlagen hat bei dir. Wir haben den Messias gefunden, den versprochenen Retter, wie du das hier da auch nochmals schilderst, sehr eindrücklich. Und danach ging die Suche in dem Sinne nur noch begrenzt weiter, weil du bist angekommen wirklich und trotzdem hast du dann die richtigen Christen kennengelernt und erzählst dann auch, wie das Christsein dich doch auch recht überrascht hat oder du hattest da wahrscheinlich ganz andere Vorstellungen. Und ja, erzähl uns doch da ein bisschen, wie sich das dann angefühlt hat, dort anzukommen. Ich meine, da war auch noch in dieser Suche, das haben wir gar nicht erwähnt, Esoterik drin, Buddhismus, Mhm, Yoga. mhm, mhm, ja. Äh, also, Alles mitgenommen, alles mitgenommen. Also auch dieses ganze Feld der Persönlichkeitsentwicklung, wie man das ja heute auch nennt, ähm, wo es halt auch sehr viele Versprechungen gibt, sehr viele Weltanschauungen und Erklärungen, wie die Welt funktioniert und wie man selbst glücklich wird. Ich habe halt im Buddhismus habe ich halt gemerkt, das ist eine Religion, da geht es sehr darum, in dieses nach innen gekehrte, in die Selbstverwirklichung, oder auch im Hinduismus, wo man dann durch das Karma sozusagen immer weiter aufrückt, und habe dann irgendwann gemerkt, so, oder heute glaube ich halt, dass die christliche Religion genau umgekehrt schaut, nämlich auf den Nächsten und nicht so sehr auf sich selbst und das eigene Fortkommen. Ja, also als ich dort nach diesem bezeichnenden Abend war eine Ruhe eingekehrt, die mich seitdem nicht verlassen hat. Das kann ich wirklich so sagen. Das ist ja nun auch schon wieder fast ja, 5 Jahre her. Und seitdem habe ich so einen Herzensfrieden in mir drin, gar nicht mehr suchen zu müssen. Also es ist ja auch manchmal so die Frage, ja, sag mal, hast du die Wahrheit gefunden? Das ist dann so, manche wollen dann das Buch gar nicht ganz durchlesen und wollen dann schon wissen, was denn jetzt das Ende ist. Das Happy End sozusagen. Und die Frage kann ich gar nicht so richtig beantworten. Also ob ich jetzt wirklich, es ist übrigens auch der Begriff Wahrheit ist für mich heute ein ganz anderer, als er bei den Zeugen Jehovas war. Wahrheit ist halt nicht mehr das, was ich als Zeuge Jehovas dachte, so dieses Recht haben, dieses Absolute, dieses einzig Richtige. Das ist nur schwer zu greifen, also gerade in Bezug auf Glauben. Und ich habe halt gelernt, dass Jesus die Mitte ist und Jesus die Wahrheit ist. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn man, wie ich damals als Zeuge Jehovas, einer Organisation, einer Religion hinterher folgt und stattdessen halt Jesus hinterher folgt. Also ich bin irgendwann dann in einen Gottesdienst gegangen oder relativ schnell sogar in einen Gottesdienst gegangen. Ich hatte irgendwo im Internet, hatte ich gesehen, Gottesdienst feiern, und mich begeisterte dieser Begriff feiern so sehr. Ich sage so, ja, das wäre schon cool, wenn ich irgendwie so einen Gottesdienst finden würde, wo gefeiert wird. Und dann habe ich tatsächlich im Internet einfach nur eingegeben, Gottesdienst Jesus feiern. Und die nächste freikirchliche Gemeinde, die da war, da bin ich einfach hingegangen. Und da bin ich auch heute noch in dieser Gemeinde, habe aber mittlerweile auch schon sehr viele unterschiedliche Denominationen kennengelernt, und ich finde es spannend, dass diese Denominationen untereinander ein ganz anderes Verhältnis haben als zum Beispiel die Zeugen Jehovas zu ihrer christlichen Außenwelt. Dass da ja immer so eine Mauer war, wo man sagt, so, also wir und die da draußen. Und das stelle ich so im Großen und Ganzen bei den Christen so nicht fest, ne? Sondern ich merke da eine große
eine große Einheit, großen Teilen zumindest. Und das finde ich auch wichtig und das finde ich auch gut. Und das ist irgendwie auch Jesus-mäßig, würde ich sagen. Ja, genau, absolut. Und habe ich ja übrigens einleitend gar nicht erwähnt, du lebst an der Ostsee, Genau. am Meer, liebst auch Sehr das weit Meer. weg von der Schweiz. Und diese Kirche, diese Gemeinschaft ist wahrscheinlich auch da in dieser Region dann irgendwo an der Genau, die Ostsee. ist in Kiel und ist nicht weit weg von mir. Und ja, ich bin beruflich oft unterwegs und bin dann oft aber auch in anderen Gemeinden. Und ich bin immer noch so ein, wie so ein kleines Kind, das so ein Weihnachtskalender immer so ein Türchen aufmacht und lerne immer noch ganz viel über das Christsein und finde es unheimlich spannend, immer wieder meiner Leidenschaft, dem Lesen zu frönen und vieles kennenzulernen. Ich bin ein unheimlich neugieriger Mensch. Und aber dieses Bedürfnis, ich muss jetzt unbedingt auf eine Frage eine letzte Antwort haben, das ist halt weg, weil ich weiß, dass in Jesus alles in Ordnung ist. Also ich habe Jesus gefunden und das hört sich natürlich manchmal für Menschen, die keine Christen sind, sehr einfach an, dass man sagt so, ja, Jesus ist die Antwort auf alle Fragen, aber so einfach ist es ja nicht. Also da könnten wir ja Stunden drüber reden, was damit gemeint ist. Aber tatsächlich habe ich halt diese Ruhe und diesen Frieden, weil ich halt weiß, dass ich mir selber nichts beweisen muss. Ich muss andere nichts beweisen. Ich muss nicht recht haben, zum Beispiel. Ist auch etwas, was ich gelernt habe, dass ich sage, ich kann auch mal sagen, weiß ich nicht. Also diesen Anspruch hatte ich als Zeuge was nicht. Also da hatte ich immer den Anspruch, ich muss das letzte Wort haben und ich weiß Bescheid. Ne? So, dieser Druck ist weg. Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall nach viel Freiheit jetzt bei dir, Tobias. Und ich habe mir noch zwei, drei Fragen einfach Mhm. notiert, die ich denke, die sind noch wichtig, ein bisschen zu spüren, wo du heute so bist. Und also wir wissen, du bist jetzt auch mit diesem Verein unterwegs, okay, Mhm. oder? Wo du wirklich von deinen vielen Erfahrungen auch weitergeben kannst und Leuten dort helfen kannst, die den Ausstieg schaffen möchten. Wie ist denn dein heutiger Umgang ganz generell noch mit Zeugen Jehovas oder bist du da, wenn du sie siehst irgendwo auf der Straße, direkt fast konfrontativ unterwegs oder sagst, ja, wäre ja auch noch interessant. Ganz im Gegenteil. Also ich habe tatsächlich erst letzte Woche Freitag war ich unterwegs im Süden Deutschlands in Nürnberg. Für euch ist das ja Norden, ne? Das ist in der Schweiz. In Nürnberg war ich unterwegs und habe dort mit Zeugen Jehovas gesprochen in der Fußgängerzone. Ich mache das sehr gerne, weil mir diese Menschen auch immer noch wichtig sind, sonst würde ich diese Arbeit nicht machen. Ich selbst habe meinen Frieden gefunden mit den Zeugen Jehovas. Also es gibt da keinen Groll, gar nichts, keinen Hass, keine Schuldzuweisung oder irgendetwas. Ganz im Gegenteil, mir liegen die Menschen sehr am Herzen, die dort drin sind oder auch noch teilweise drin sind. Ich glaube, dass es dort viele gibt, die vom Herzen her denken, dass sie etwas Gutes tun. Also das möchte ich Ihnen auch nicht absprechen, dass sie dort mit einem ja, heiligen Eifer dort dabei sind. Ähm, Wenn ich mit Zeugen Jehovas rede, oder ich würde es mal andersrum sagen, jedem Zuhörer oder jedem Zuschauer würde ich empfehlen, tatsächlich mit Zeugen Jehovas zu reden, und zwar über den eigenen Glauben, weil das ist etwas, was, glaube ich, schon auch Zeugen Jehovas beeindrucken kann, dass sie sehen, ach Mensch, da gibt es ja doch noch Menschen, die ihren Glauben ernst nehmen, für die der Glaube im täglichen Leben eine Relevanz hat, die halt keine Namenschristen sind und nur zu Weihnachten in die Kirche gehen. Und das mal den Zeugen Jehovas zu sagen, ich glaube, das ist ein Punkt, der sie beeindrucken kann. Das mache ich auch. Ich darf mich natürlich nicht outen als Ehemaliger, weil sie dann mit mir nicht sprechen dürfen, weil es gibt ja diese ganz wichtige das Gebot der Ächtung auch von ehemaligen Mitgliedern bei Zeugen Jehovas. Aber was ich auch gerne mache, ist halt wirklich mal so Fragen zu stellen zum Nachdenken, dass sie mal so ein bisschen nachdenken, was bedeutet denn Gnade zum Beispiel? Etwas, was wir bei den Zeugen Jehovas überhaupt nicht kannten. Und was ich gern mache, ich bete für die Zeugen Jehovas und ich bete manchmal auch mit ihnen auf der Straße. Schön. Und dann auch noch eine andere Frage, die mich natürlich beschäftigt hat beim Lesen. Ich meine, diese Beziehung zu den Eltern, wobei das ja nicht der leibliche Vater ist, der Mhm. da dann vorkommt, äh, wo aber doch die Beziehung stark da aufgebaut war und natürlich auch schwierig war. Der Bruch kam, als du zu den Zeugen Jehovas dann voll rübergewechselt hast, so, Tobias. Und hat da irgendwie eine Versöhnung stattgefunden dann wieder einfach oder wie ist das weitergegangen? Ja, also
du meinst jetzt meine Familie selber, die ist ja sind ja keine Zeugen Jehovas gewesen. Also von daher Nein, gab es. nein, aber der Bruch zu dir, mehr die persönliche, die Ah, Beziehung. okay. Mhm. Ja, also meine Eltern haben sich irgendwann auch getrennt. Dann hatte ich nur noch wenig Kontakt zu meinem Stiefvater, zu meiner Mutter schon immer, habe auch heute noch Kontakt zu ihr. Und ja, also das ist ein relativ normales Verhältnis. Es war aber damals nicht so einfach, als ich bei den Zeugen Jehovas eingestiegen bin. Genau, da haben meine Eltern mir schon Steine in den Weg gelegt und fanden das nicht gut, dass ich dort, sie haben es halt auch so gesagt, dass ich dort in eine Sekte rein will. Ähm, Ja, sie haben dich rausgeworfen, oder? Die haben mich Also, rausgeworfen letztendlich, als ich Mitglied bei den Zeugen Jehovas werden wollte. Und da war ich gerade 18 gewesen und dann war halt auch erstmal Funkstille. Aber das hat sich dann irgendwann auch geglättet wieder und ist relativ normal auch heute, das Verhältnis. Also das ist dann auch wieder, es ist wieder in Ordnung, ja. Mhm. mhm. Okay. Also, wunderbar. Hey, Tobias, hat mich sehr gefreut, Mhm. da ein bisschen mit dir in diese Geschichte nochmals einzutauchen. Und es ist eigentlich noch gar nicht so lange her. 2019 war der Ausstieg, oder? Mhm. Also jetzt 5 Jahre her, so hat dieser Wechsel und ja, wo du eben mit dem Verein Bethesda auch unterwegs bist und gerne auch machen wir nochmal den Hinweis zum Buch Alles nur heiße Luft. Genau. Für vieles, also der Titel da, für vieles trifft es wahrscheinlich zu, was du da erlebt hast, oder wie hat vielleicht zum Schluss noch das, wie hat das für dich jetzt so die Bedeutung, dass diese Aussage, alles nur heiße Luft? Es ist ja ein Fragezeichen dahinter, hinter dem Buchtitel, alles nur heiße Luft, Fragezeichen. Und ich habe ja gesagt, so die richtige Antwort oder die richtige Wahrheit, wie man sich das vorstellt, habe ich vielleicht nicht gefunden in dem Sinne, wie man sich das als Zeuge vorgestellt hat. Aber vieles im Leben, muss ich sagen, ist tatsächlich heiße Luft. Und so hatte ich zumindest das Gefühl. Und dieses Gefühl, daher kommt übrigens auch der Titel, das Gefühl hatte ich auch sehr stark, als ich in den äh, Prediger ist das ja, in der Bibel steht es ja von Salomo, dieser Spruch, der sagte, alles ist ein Haschen nach Wind. Und tatsächlich hatte ich dieses Gefühl, also nicht nur bei diesen 3 Stationen im Leben, sondern ganz häufig im Leben, dass ich denke, okay, da ist etwas, was meinem Leben Sinn und Inhalt gibt, was mir Antworten gibt, wo ich mich dranhängen möchte. Und das ist so, als wenn mir einer so eine Tüte überreicht und sagt, guck mal, das ist es. Und ich denke die ganze Zeit so, das ist so ein schönes Geschenk jetzt, der Kommunismus oder der Buddhismus oder ein Zeuge Jehovas zu sein. Dann gucke ich rein in diese Tüte und habe jedes Mal festgestellt, da ist nur Luft drin. Also so war dieses Gefühl, so wie Salomo halt auch sagt, so ein Haschen nach Wind, so nach Luft. Und tatsächlich darf man vieles einfach auch mal hinterfragen in seinem eigenen Leben, ob das, wo man denn so hinterher hechelt, ob das nicht doch irgendwie dann nur heiße Luft ist, wo man dort hinterher hechelt. Und vieles hat sich für mich halt so gezeigt, dass es heiße Luft ist. Und ja, also zum Beispiel diese 3 Stationen oder diese 2 ersten Stationen zumindest in meinem Leben und was ich dort erlebt habe. Sehr schön. Tobias Hein, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung, Florian. Alles Gute. Gottes Segen auch mit deinem Verein und deinem Dienst, wo du unterwegs bist. Liebe Grüße. Dankeschön. In den Norden, kann ich in dem Moment sagen. Ja, Ja, genau. vielen Dank. Ja, danke, nehme ich gerne an und viele Grüße in den Süden. Danke. Und eben nochmal der Hinweis, das wäre das Buch, ist im Brunnen Verlag erschienen, kann ich sehr empfehlen, wenn man auch ein bisschen eben mehr hinter die Kulissen schauen möchte, mal von den Zeugen Jehovas und einfach sich selbst ein Bild machen möchte von einem, der weiß, wovon er spricht oder wovon er schreibt. Mit dem Tobias haben wir da einen Insider, der das preisgibt, auch mit diesem Buch. Danke vielmals fürs Interesse. Wir sehen uns bald wieder und eine gute Zeit. Tschüss.